An jedem Karfreitag und Ostern gibt es Dokumentationen in Heftli und im Fernsehen, die zusammengefasst sagen, dass die Kreuzigung von Jesus zufällig war, ein Justizmord. Sowohl die römische als auch die jüdische Oberschicht haben ihn getötet, weil er sie gestört hat, beziehungsweise weil sie eifersüchtig sind auf ihn. Aber schon im Alten Testament, im Prophet Jesaja, hat Gott 700 Jahre im Voraus gesagt, dass das nur die eine Seite der Medaille ist. Die andere Seite besteht darin, dass der Knecht von Gott für viele wird leiden, für die an ihn glauben. Heute schauen wir zusammen 3 Punkte an. Das Alte Testament, das Neue Testament und unsere Situation heute. Wir fangen chronologisch an mit dem Alten Testament. Gläubige Juden lesen das Kapitel aus dem Prophet Jesaja, Kapitel 52, Verse 13 bis 53, Verse 12, lesen sie nicht in der Synagoge, weil sie sagen, das passt für sie thematisch nicht zum Thema Trost. Sie beziehen den Knecht des Herrn auf sich selber, auf das jüdische Volk. Und wegen dem ist für sie auch nicht so ein grosser Trost. Gott kennt die Zukunft und er hat sie uns vorausgesagt, weil er uns liebt. Aber wegen dem sollen wir keinesfalls hässig sein auf die Juden, sondern für sie beten, dass auch sie dürfen Jesus erkennen und dann messianische Juden werden, die auch an Jesus glauben. Der Abschnitt fängt damit an, dass Gott sagt, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Jesus hat einsichtig gehandelt. Er hätte dem Tod am Kreuz auch einfach ausweichen können. Es gibt sogar Stellen in der Bibel, wo heissen, die Leute haben ihn steinigen oder von einem Berg berühren. Der hat gesagt, nein, es ist noch nicht so weit. Es ist noch nicht dran, dass ich sterbe. Also Jesus hätte theoretisch einfach flüchten können, aber nein, er hat das nicht gemacht. Er hat einsichtig gehandelt für uns. Jesus ist erhöht worden. Das ist doppeldeutig. Es bezieht sich einerseits einmal wortwörtlich, dass Jesus als Kreuz erhöht worden ist. Und im übertragenen Sinne ist Jesus durch seine Auferstehung erhöht worden, weil er jetzt unser Heiland ist. Das haben wir vorher auch ein bisschen gesehen mit den Bildern. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen, mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Durch seine Geißelung, Dornenkrone und Kreuzigung ist das Aussehen von Jesus so entstellt gewesen, dass seine engsten Jünger nicht bei ihm gestanden sind. Nur ein paar Frauen sind bei ihm gewesen. Ebenso wird er Nationen besprengen. Über ihn werden Könige ihren Mund schließen. Was heißt das? Er wird Nationen besprengen. Das heißt, Jesus ist der wahre Priester. Man kann sagen, wo durch sein Blut oder vielleicht auch durch einen Isopstängel mit Wasser tut die Nationen besprengen und reinigen von Schuld. Und wir sind die Nationen. Also Jesus nimmt uns unsere Schuld weg. Über ihn werden Könige ihren Mund schließen. Das heisst, Jesus hat das Evangelium gebracht, die gute Nachricht von der Liebe von Gott. Und das ist die wichtigste Botschaft, die für alle Gesellschaftsschichten gilt, sowohl für Sklaven als auch für Könige. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Ich habe mal das Wort nachgeschaut, was Leiden bedeutet. Es kann sich auch auf Krankheit und Schwäche beziehen. Das bedeutet, dass Jesus unsere Krankheit, Schwäche und Leiden getragen hat. Aber was bedeutet das? Es gibt den Isenheimer Altar, wo der Matthias Grünewald von 1512 bis 1516 gemalt hat. Das ist sein Hauptwerk. Das steht jetzt im Museum in Colmar. Speziell an diesem Bild ist, dass Jesus am Kreuz eine Krankheit hat.
die sogenannte Mutterkornvergiftung, mit dem Fachbegriff Ergotismus genannt. Der giftige Pilz Mutterkorn verursacht die Krankheit. Und das gelangt über das Getreide, besonders über den Roggen, in die damaligen Menschen. Und die Krankheit ist damals auch im Isenheimer Spital behandelt worden. Wenn die Patienten auf dem Spital in dieser Kirche waren, dann haben sie gesehen, dass Jesus mit ihnen mitgelitten hat. Vielleicht haben ein paar von denen noch nicht lesen und schreiben, haben die Bibel noch nicht lesen, aber sie haben dann gesehen, diesen Bibelvers haben sie gesehen, dass Jesus unsere Krankheit getragen hat. Rechts nebendran sehen wir den Johannes den Täufer. Mit einem überlangen Zeigefinger zeigt er auf Jesus. Das Spezielle ist an dem Bild, dass es antichronologisch ist. Also es gibt noch ein anderes Wort dazu. Es ist eigentlich anachronistisch. Also der Johannes der Täufer ist zur Zeit der Kreuzigung von Jesus ist er schon gestorben gewesen. Aber was bedeutet das, dass er jetzt hier drauf ist auf dem Bild? Im Hintergrund, hinter dem Johannes dem Täufer, steht auf Latinisch der Bibelvers und das Motto vom Johannes dem Täufer. Jesus muss wachsen, ich aber abnehmen. Jesus war ganz Mensch, er hat unsere Krankheit getragen. Wir dürfen ihn bitten, dass er uns heilen an Körper, Seele und Geist. Wir haben aber keine Garantie, dass er uns auf dieser Erde wird heilen. Aber er stärkt uns durch seinen Heiligen Geist. Spätestens im Himmel in der ewigen Herrlichkeit wird er alle unsere Schmerzen und Krankheiten von uns wegnehmen. Und mir ist es wichtig an dem Punkt, dass wir die Spannung stehen lassen. Weil ein paar sagen, Gott heilt uns immer. Und wenn er uns nicht heilen tut, dann liegt es daran, dass wir zu wenig Glauben haben. Das ist wie das eine Extrem, das nicht stimmt. Und das andere ist, wenn jemand sagt, Gott heilt gar nie, dann tun wir Gott eher wegnehmen. Das stimmt auch nicht. Das Wichtige ist, die Spannung aushalten, dass Gott uns manchmal heilt, aber wir können ihn nicht manipulieren. Aber wir dürfen ihn immer bitten, dass er uns ganz heilen an Körper, Seele und Geist. Wir kommen nachher noch auf das zurück. Man kann vielleicht nicht jeden Satz lesen, aber ich habe es ein bisschen farbig dargestellt, dass wir sehen, dass Jesus unser Stellvertreter ist. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unser Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Das ist das Zentrum vom ganzen Prophet Jesaja, das Zentrum von dem Kapitel, sicher auch sagen, das Zentrum vom ganzen Alten Testament. Und wir sehen immer, wir, ihn, er, mir. Das tut Stellvertretung ausdrücken. Und ich habe auch das blau dargestellt, Leiden, Schmerzen, Sünden, Strophe und Striemen. Zeitlang nicht, dass wir auf alles eingehen, aber auf den roten Begriff, wenn wir näher eingehen. Was heisst das? Jesus hat unsere Vergehen getragen. Wir gehen exemplarisch auf diesen Begriff näher ein, nämlich hochspannend. Der Begriff Vergehen heisst Verbrechen, Übertretung, Treuebruch, Frevel, Aufruhr, Eigentumsdelikte, Abfall gegenüber Gott, Rebellion, soziale Verbrechen, Gesetzesübertretungen. Immer bedeutet es auch eine Schmähung gegen Jahwe, das heisst eine Schmähung gegen Gott. Es ist also ein anderes Wort für Sünde, das die Sünde sehr klar beschreibt. Das bedeutet, Jesus hat unsere Schuld getragen und vergeben, wenn wir das Geschenk annehmen. Und jetzt kommen wir zu einem heftigen Punkt. Ich habe auf der vorhergehenden Folie extra ein Fragezeichen und ein Ausrufezeichen gemacht. Die Kreuzigung von Jesus ist eine historische Tatsache. Auch heidnische Geschichtsschreiber haben sie erwähnt. Niemand zweifelt an dem. Aber die Stellvertretung, die Jesus uns anbietet, das ist ein Glaubensschritt, wo jeder Mensch einzeln machen darf. Die Entscheidung kann ich Ihnen, kann ich dir nicht abnehmen.
Jesus steht mit geöffneten Armen vor uns und lädt uns ein, dass wir an ihn glauben und ihm vertrauen. Das Kapitel hat noch ganz viele andere Sachen drin. Ich will es einfach zusammenfassen. Am Schluss heisst es, wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Da ist auch die Auferstehung angetönt, dass Jesus seine Tage wird verlängern. Und zudem wird er Nachkommen sehen. Also einerseits seine Jüngerinnen und Jünger und andererseits uns heute. Im zweiten Teil werfen wir einen Blick ins Neue Testament. Der Apostel Petrus hat diesen Abschnitt aus dem Prophet Jesaja kennt und schreibt über das im 1. Petrusbrief. Der Zusammenhang besteht darin, dass er Sklaven ermutigt hat, ihren bösen und ungerechten Hausherren zu gehorchen, obwohl die bös und ungerecht gewesen sind. Er schreibt also an leidende Menschen, um sie auf Jesus hinzuweisen und sie damit zu trösten. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten. Auch hier kommt wieder die Stellvertretung vor. Mit dem Fachbegriff ausgedrückt ist Jesus unser verwundete Heiler. Auf Englisch redet man von Wounded Healer. Jesus ist selber verletzt und verwundet, aber jetzt tut er uns heilen durch seine Verletzungen. Tut er uns heilen. Vorher haben wir beim Bußteil konkrete Sünden genannt und Vergebung bekommen. Und auch die Vergebung von unserer Schuld ermöglicht uns einen Neuanfang. Der Satz geht noch weiter. Und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Das Wort Beispiel kommt in der Bibel nur an dem Ort vor und bezieht sich auf eine Schreibvorlage, wo ein Schüler nachzeichnen soll. Auf ein Muster, ein Vorbild, quasi malen nach Zahlen. Und da brauchen wir Gottes Weisheit. Es ist nicht sinnvoll, wenn wir uns blindlings in jedes Unglück stürzen, jeden Schmerz und jedes Leiden freiwillig auf uns nehmen. Aber wenn uns Gott in schwierige Situationen stellt, in unserer Familie, im Freundeskreis oder an der Arbeitsstelle, dass wir nicht sofort aufgeben und uns zurückziehen, sondern die Schwierigkeiten Gott anlegen im Gebet und eventuell auch mal in einem Hauskreis oder in einem seelsorgerlichen Gespräch mit anderen Menschen besprechen. Im dritten Teil schauen wir in unsere Gegenwart. Wenn wir an Jesus glauben und ihm vertrauen, können auch wir zu verwundeten Heilerinnen und verwundeten Heiler werden, wo die Heilung an Körper, Seele und Geist, die wir selber erfahren haben, an andere Menschen weitergeben. Gott lässt in unserem Leben manchmal die Leiden zu, damit wir nicht abstumpfen gegenüber anderen Menschen, die gerade Schweres durchmachen müssen. Ein befreundeter Pfarrer von mir hat momentan eine sehr schwierige und herausfordernde Zeit. Er hat mir gesagt, dass er jetzt über Themen predigen kann, die er vorher noch nie können. Über Verrat, Versöhnung, Vergebung. Von meiner Vikarin Olga Stepanok habe ich gelernt, dass wir zwar mitfühlen, aber nicht mitleiden. Was heisst das? Es klingt ein bisschen negativ auf den ersten Moment. Wenn Jesus unsere Wunden heilt, dann sind wir sensibilisiert für andere Menschen, die ähnliche Schicksalsschläge erleiden müssen wie wir. Aber natürlich sollen wir am fremden Leid nicht selber zugrunde gehen, dann wäre ja niemandem geholfen. Hier noch ein Originalzitat von einem Pfarrer, es ist ein bisschen komplex, aber jemand, der sich eingehend mit dem beschäftigt hat. Denn das tiefe Verständnis seines eigenen Schmerzes macht es möglich, diese Schwäche in Stärke zu verwandeln und seine eigene Erfahrung als eine Quelle der Heilung denen anzubieten, die oft verloren sind in den Dunkelheiten ihrer eigenen missverstandenen Leiden. Mit eigenen Worten ausgedrückt, Jesus ermöglicht uns das, weil er selber der verwundete Heiler ist, wo uns das Vorbild und Beispiel ist.
Kürzlich habe ich ein paar Bücher gelesen, die mich sehr ermutigt haben. Ein paar Zitate daraus. Dienst ist Kampf. Gemeindegründung ist Kampf. Versuche nicht, für dich bestimmte Leiden umschiffen oder überspringen zu wollen. Sie sind Teil deines Dienstes. Vielleicht kannst auch du das für dich übernehmen in deinen Alltag und einfach wissen, Jesus hilft uns, um unser Leiden auch zu überwinden. So zeigt uns der Karfreitag, dass Jesus für uns gestorben ist, um unsere Schuld zu vergeben. Gott lädt alle von uns heute ein, uns auf den Heilungsprozess einzulassen. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Amen.